Haustour, erster Teil von Monte. Ich will gar nicht wissen, wie viel Geld er dort investiert hat, Mann. Leon, du Gehaltskürzung. Ich hätte dir keinen Anstrich geben sollen, Mann. So, endlich ist es soweit. Moin, meine aktiven Freunde, und herzlich willkommen zu einem neuen Video in alter Frische. Lang ist es her. Das letzte Video, was ihr bei mir auf dem Kanal gesehen habt, war das Video über mein Haus, das ich es gekauft habe. Das ist jetzt 7 oder 8 Monate her. Und ja, es hat sich doch einiges verzögert. Aber erstmal danke, dass du eingeschaltet hast. Und bevor das Video richtig startet, gibt es noch mal ein bisschen Eigenwerbung. Aber wie findet ihr schon nochmal eben die Optik hier im Treppenhaus? Jemand schreibt da schon hin, Treppenhaus wie eine U-Bahn-Station. Ja, also ich finde, wenn es nur so Wand ist, voller gut gemachtem Graffiti, dann kann man das sehr, sehr gut so machen. Wenn es jetzt die ganze Hütte und so ist, dann nicht, aber so Wand kann man das sehr, sehr gut so machen, finde ich geil. Ihr wisst das Haus tatsächlich von alleine. Der Windbreaker ist jetzt, Werbung. in dem Moment, wo ihr das Video seht, okay, verfügbar Hashtag in Ad. allen Größen für euch am Start. Komplett neues Teil. Ja? Wenn ihr das Ding bestellt, gibt es zusätzlich noch diesen wunderschönen Fanschal im Get On My Level Look dazu. Gratis. Und eine, guck mal, was das hier für einen Stauraum hat. Professionell vorbereitet, man kennt ihn. Eine von 5 verschiedenen Autogrammkarten, alle handsigniert, auch zu der Bestellung dazu. Also, wer mich gerne supporten möchte bei mir im Shop und noch ein Weihnachtsgeschenk sucht, gerne auschecken, montanablack.de. Ich würde sagen... Was ist schon ein weirder Flex? Weirder Ad. Montes Ads sind sowieso der 540 Gramm Sweater. Wer kennt den nicht? Meme. Wir starten. Wir sind hier im Eingangsbereich und ich könnte eigentlich erstmal gefühlt, bevor das Video richtig losgeht, eine halbe Stunde Real Talk hierzu machen. Im Grunde habe ich mir in diesem Haus nochmal ein neues Haus gebaut. Und für die Leute, die sich nicht mehr daran erinnern können oder nicht mehr wissen, wie das hier vorher aussah, blende ich hier irgendwo mal das Video ein und guckt es euch gerne nochmal vorher an, denn die Veränderung hier, die hier stattgefunden hat, ist schon relativ krass, wie ich finde. Wir sind jetzt hier im Eingangsbereich. Und wie man schon unschwer erkennen kann, ist hier das Aquarium. Das stand vorher in meinem... Also das Aquarium, vor allem das Salzwasser-Aquarium, das finde ich irgendwie schon sehr, sehr schön. Ich habe es gerne, aber der Unterhalt würde mich zu fest anschießen, dass ich es würde machen wahrscheinlich. Ich weiß es nicht. Ich finde es sehr, sehr schön. Vor allem auch mit den Clownfischen natürlich. Nemo! Zockerzimmer. Ja, guck mal, wie er sich aufstellt hier. Sag mal, hast du ein Problem oder was? Auf jeden Fall ist das Aquarium, was bei mir im Zockerzimmer stand. Die meisten Fische sind dort auch noch drin. Einige habe ich aber unten ins Zockerzimmer reingetan. Wir haben hier indirekte Beleuchtung im LED-Stil, die ich farblich so einstellen kann, wie ich möchte. Ja, das ist schon noch nice, das kann man so machen, aber ich würde jetzt wahrscheinlich immer so ein bisschen das gelbliche Licht herklatschen. Es ist nice, wenn man die Option hat, alle Farben können jetzt tun, das finde ich schon geil, ja. Das war alles vorher hier nicht, das muss man dazu nochmal sagen. Wir haben natürlich nochmal auf dezent hier einmal Licht und einmal hier Licht, also einmal das Ding und dann haben wir nochmal die beiden Dinger. Die ziehen sich im ganzen Haus auch wie ein roter Faden hin, will ich sagen. Denn überall haben wir diese Optik von den Lampen, auch oben im Flurbereich, das seht ihr dann aber im anderen Teil. Ja, wir haben auch komplett neuen Boden im gesamten Haus gelegt. Ich weiß gar nicht, wie man den nennt, ich glaube PVC. Jungs, wie nennt man den Fußboden nochmal? Perfekt, Digga. Auf jeden Fall, also die Handwerker sind noch da. Auf jeden Fall haben wir hier einen komplett neuen Fußboden in der gesamten... PVC, PVP oder so eine Scheiße. Hätte man noch eine zutrauen. Gesamten Haus verlegt. Ja, was soll ich euch sagen, Digga? Ich bin ungeübt. Das letzte IRL-Video habe ich schon vor 8 Monaten gemacht. Ich weiß gar nicht mehr, wie das funktioniert. Wir haben noch eine Garderobe, wo man Sachen hinhängen kann, ist ja klar. Hier hängt irgendwie eine Sternlampe, wenn ich mit dem Hund spazieren gehe, ein paar Caps, eine schöne Jacke. Hier noch, oder was? Dann haben wir hier noch Hundegeschirr. Was ist denn das da hier? Ein Meinungsverstärker sozusagen, oder? Ja, genau, ja. Jemand hat noch im Chat geschrieben, Parkettboden ist Schmutz. Da tue ich teilweise zustimmen. Es ist einfach scheiße, dass der Parkettboden so empfindlich ist. Vor allem auch auf
Flüssigkeit. Wenn irgendetwas Flüssiges am Boden kommt, dass dann sozusagen wie gerade schon stressig ist und der Scheiße, der Boden ist kaputt, jetzt ist Scheiße Notfall, hallo, iu. Das ist wirklich mühsam, ja. Also von dem her bin ich auch eher Laminat-Don oder wahrscheinlich PVP, PVC. Ja, und so. Ja, wir haben hier direkt, wenn man reinkommt, auch wieder indirekte Beleuchtung, zweiseitig, das kann man einstellen, das ist schon wie man geil. möchte. Ich muss dazu auch noch sagen, dass das nicht die dollste Stufe ist. Das sind nur 30% von der Helligkeit. Ich mag das lieber ein bisschen dezenter. Das zieht dann nach langer, also es zieht nicht so in den Augen dann, wisst ihr, wie ich meine? Ja, auch der Treppenbereich, muss man mal ganz kurz dazu sagen, der Treppenbereich, für die Leute, die sich noch daran erinnern können oder dass sich das Video jetzt vorher angeguckt haben, wie es hier vorher aussah, auch der Treppenbereich ist komplett neu. Also die Treppen im selben Belag wie der Fußboden, die Handgelenke oder der Handgelenke wahrscheinlich. Wie nennt man das denn nochmal, Leon? Geländer. Geländer, genau, ja moin. Die Geländer komplett. Handgelenk, was? Was soll ein PP an dem Monte, Digga? Ja, also Monte, keine Ahnung. Manchmal, ich weiß auch nicht, Abitur Buxtehude, Digga. Farblich angepasst zu dem Fußboden. Die Scheiben sind getönt. Kenne ich normalerweise nur aus dem Auto. Also es hat sich eigentlich alles komplett geändert. Getönte Scheiben kenne ich nur aus dem Auto. Hä? Ich weiß gar nicht mehr, welche Tür mit Glasscheibe war, das weiß ich gar nicht mehr. Aber auch die Türen haben wir zum Teil hier in der Wohnung, in dem Haus, ja, einfach rausnehmen lassen, die Glasteile, und durch Holz ersetzt, weil ich diese Optik wesentlich schöner finde als eine Glasscheibe. Also es wurde so viel hier im Haus gemacht von dem ganzen Team. Auch da nochmal ein Gruß und Kuss an Steffi, an Seid, an Gerald und wie sie alle heißen, die mir hier wirklich tatkräftig unter die Arme gegriffen haben. Hier kommen wir jetzt in den Flurbereich mäßig, also in den zweiten Flurbereich. Hier haben wir ein wunderschönes Bild von dem Zuschauer, von dem Künstler, ich habe leider den Namen jetzt gerade nicht mehr, M. Loveney. Ja, der hat mir das hier Wie angefertigt hieß der? M. Loveney. lassen, davon habe ich auch noch ein Aber das zweites ist woanders Geldbild, hängen. ich finde das Bild Get On My geil. Level Logo. Ich finde das Geldbild. 21614, meine Stadt Buxtehude, die mich zu dem gemacht hat, wer ich bin. Wer der Spacken ist, weiß ich auch nicht ganz genau. Hier in dem Bereich, also es ist noch nicht alles so, wie ich es mir vorstelle, beziehungsweise es fehlen noch ein paar Kleinigkeiten. Durch Corona sind manche Sachen so lange von der Lieferzeit. Hier oben fehlt jetzt noch eine Lampe, das haben wir jetzt nicht mehr rechtzeitig geschafft. Ja, und ansonsten ist dieser Bereich so, ja, wie soll ich sagen, so ein bisschen mein Werdegang auf YouTube. Alles hat angefangen mit dem 100.000 Abonnenten-Button für Montana Black. Das ist schon ein Augenblick her. Das sind auch noch die alten. 100.000 Abonnenten-Button, hey, holy shit. Irgendwie, ich weiß nicht, das ist irgendwie so das Endgoal. 100.000 Abonnenten. Irgendwann einmal, hier hinten, dort im Ecke, ein 100.000 Abonnenten-Play-Button. Das wäre wirklich absolute Goals. Dinger vom Design, ne? Dann irgendwann die 1 Million Abonnenten auf Montana Black. Die Digga. Auto noch. Ja, auch wenn man dran vorbeigeht, man achtet da eigentlich nicht mehr so drauf. Trotzdem haben sie eine starke Bedeutung Ja, Millionen würde ich nur schwierig, sondern absolut unmöglich in der Schweiz. für mich. Hier drüben haben wir dann Montana Black, die 1 Million, und auch die Crew und richtiger Kevin. Das sind zwar nicht Digga. meine Kanäle, ja, also das heißt, ich habe keinen Zugriff auf diese Kanäle, aber nichtsdestotrotz sind es irgendwo trotzdem meine Kanäle, was ja mein Content. Dementsprechend habe ich mir auch diese beiden goldenen Play-Button zukommen lassen. Das würden wir so machen mit dem Freshmo und mir. Der Freshmo ist ja mit Cutter für einen Zweikanal und wenn ich einmal dort würde die 100.000 Abonnenten knacken auf dem Zweikanal, dann, wisst ihr, was wir würde machen? Ich würde einfach gerade den Play-Button sagen, du, Freshmo, komm, gib mal an, Alter, gib mir mal an, kein Play-Button für dich. Nee, ja, also doch, wahrscheinlich schon. Und insgesamt kann man dann ja auch voller Stolz behaupten, und das schafft auch nicht jeder, dass ich 4 YouTube-Kanäle auf YouTube habe, beziehungsweise mit meinem Content fülle, die alle über 1 Million Abonnenten oder mehr haben natürlich. Das ist etwas, das schafft nicht jeder. Hier haben wir noch, Ja. muss ich auch sagen, bin ich sehr stolz drauf, eine Auszeichnung vom Riva Verlag. Das ist nichts Offizielles oder so, das kriegt nicht jeder Künstler, das haben sie mir extra anfertigen lassen, weil sie wissen, dass ich auf sowas stehe. Und das ist der Jetzt Buch mir angefangen einzuziehen über Spotify, über das Hörbuch mäßig, aber haben wir es nicht fertig gegönnt. der für 100.000 verkaufte Montana Black Bücher vom Junkie zum YouTuber. Mittlerweile sind es
wesentlich mehr Bücher als 100.000, also nicht 200.000, ich weiß es jetzt nicht genau, wie viel, aber über 100.000, 130, 140, 150.000, ich weiß nicht ganz genau. Auf jeden Fall ist das aber eine Auszeichnung, wo ich mich drüber gefreut habe, weil sie sich Gedanken gemacht haben. Also eine große Überraschung haben sie mir damit gemacht. Sowas ist einfach emotional, vielleicht sogar mehr wert als das Geld, was dann am Ende irgendwie auf dem Konto ist, weil daran werde ich mich halt einfach immer erinnern, Digga. Gut, an das Geld werde ich mich auch immer erinnern, Digga, so ist es nicht. Ja, gehen wir mal in die Küche, auf entspannt. Ja, das Geil, also ja. Nein, aber eben, jemand hat im Chat gefragt, wann kommt das Gesichtstattoo, Milo? Das kommt noch nicht, aber hey, ich habe ja trotzdem noch eine Parodie von Monte geplant. Also das kommt ja sicher noch irgendwann einmal. Mal in die Küche. Ich muss gleich noch mal dazu sagen, wir werden heute, habt ihr wahrscheinlich schon am Titel gesehen, gibt es einen Teil, dann gibt es noch einen zweiten Teil Obergeschoss und einen dritten Teil Keller. Ne? Ui, weil ja, das Keller Video wird wird jetzt heftig. bestimmt schon, keine Ahnung, eine Viertelstunde gehen, 20 Minuten. Und ich wollte keinen Teil hochladen, was 50 Minuten geht oder so. Das ist jetzt hier die Küche, auch hier in der Küche, vielleicht erkennbar für die Leute, die sich das alte Video angeguckt haben, beziehungsweise das alte Video noch Erinnerung haben, hat sich auch einiges getan. Wir haben, ich habe eine komplett neue Arbeitsplatte, Granitarbeitsplatte einbauen lassen, weil mir die alte einfach nicht gefallen hat. In diesem Look, hier der Look von der Platte zum Fußboden finde ich sehr geil. Hier mein Engel Agatha. Oh. Leon hat auch schon eine Portion eben gegessen. Agatha hat heute wieder gezaubert. Nudeln mit Bolognese. Sag ehrlich, hat köstlich geschmeckt, oder? Sehr lecker. Sehr köstlich. Das werde ich mir später noch snacken. Ja, und hier ist halt relativ eine große Küche, ist ja klar. Hier der Sitzbereich ist noch nicht fertig, die Stühle. Der Stuhl ist aus dem Wohnzimmer normalerweise. Wir haben noch von diesem Stuhl noch 2 Stück bestellt, Lieferzeit aber wieder irgendwie gefühlt 3 Jahre. Dieses Bild habe ich geschenkt bekommen von Dustin, von einem Kollegen von mir, der Kollege. Das ist ultra geil, das Bild. Kylo mit Graffiti-Elementen. Wenn man Schwarzlicht etc. hat, verändert sich das Bild. Ein wunderschönes Bild. Dustin, Grüße gehen an dich raus, habe ich mich sehr Sehr drüber geil aus, gefreut. ja. Mein Engel Agatha, ja, aber es sieht geil aus, das Bild, ja. Es sieht wirklich geil aus. Ansonsten, ja, hat sich hier nicht viel verändert, außer dass ich mal langsam herausgefunden habe, wie diese Öfen hier alle funktionieren. Das ist der beste Ofen aller Zeiten, Digga. Wirklich der beste Ofen aller Zeiten. Und zwar ist das der Nur das da ist ein Ofen, das da ist eine Mikrowelle, das da ist vielleicht Steamer, das da ist vielleicht weiss nicht was. Warmhalteofen. Warmhalteofen! Sehen wir dem so? Dem sehen wir nicht so, oder? Das ist etwas anderes. Da stellt hier, ich habe zu ihr gesagt, sie soll das Essen heute dahin stellen, aber normalerweise packt sie hier mir mein Essen rein, macht es auf Stufe 2 und dann bleibt das den ganzen Tag warm, Digga, das Essen. Das ist einfach, also Brudi, das muss ich wirklich sagen, fühle ich dieses andere. Ja, ey. Ansonsten mehrere Öfen, die Küche habe ich euch ja damals schon im Video gezeigt, hier hat sich nicht viel verändert. Hier oben haben wir noch Wärmeschublade, ja genau, Wärmeschublade hieß das. die Wand zugemacht, also das hier haben wir zugemacht, da war hinter also Stauraum bzw. Fläche, was eigentlich nur Staubfänger war. Hier oben hat Seid eine geile Wischtechnik gemacht, so eine schwarze Wischtechnik, die natürlich auch wieder im Umkehrschluss passend zum Boden. Also das finde ich sehr Ja, die finde ich noch geil, also so, das finde ich nicht schlecht, finde ich noch geil. Und ja, das kann man machen. stimmig. Hatte da auch Hilfe, wie gesagt, von Seid, von Gerald, dem Elektriker, und von Steffi, der, ich sage immer, Innenarchitektin, Innendesignerin. Ohne die hätte ich das hier nicht geschafft, weil ich bin ja auch kreativ. Einfach, also ich bin kreativ nicht. Digga, merkst du, wie ich das verlernt habe? Ich bin kreativ und sprachlich einfach lost. So. Dann würde ich sagen, gehen wir nochmal, ja, hier in dem Bereich. Das ist ja nochmal ein Flurbereich. Da gibt es nur die indirekte LED-Beleuchtung. Hier habe ich ein paar Zeitungsartikel hingehangen, die mir gefallen haben. Es wurden ja viele Zeitungsartikel schon über mich geschrieben, aber nur die wenigsten waren auch geil geschrieben. Bei mir gibt es tatsächlich auch ein paar Zeitungsartikel. Ich glaube 2, 3 Zeitungsartikel gibt es über mir. Also da kann ich schon mal diesen machen. Sorry. Ich habe ja keinen aufgehängt leider. Das könnte ich auch noch mal machen, so als weirder Flexer. Ja. Ja, nee, du weißt ja, Digga, so eine Scheiße schreiben die dann. Dann haben wir hier, also den Raum würde euch wahrscheinlich sonst niemand zeigen, weil er einfach vollgepackt ist jetzt. Das ist so mäßig aktuell die Abstellkammer. Hier haben wir eine Garderobe für einen Haufen Jacken, die ich noch nie getragen habe, Digga. Muss ich auch fairerweise einfach mal sagen. Also gefühlt 90% dieser Jacken habe ich noch nicht getragen. Ja, hier stehen halt ein Haufen Sachen, wo ich noch nicht weiß, wohin damit. Hier auf der Seite haben wir auch wieder einen Haufen Sachen, die ich noch nie getragen habe. Unzählige Caps, Digga, Schuhe über Schuhe, Badelatschen über Badelatschen. Braucht man das alles? Nee, Diggi. Habe ich es trotzdem gekauft? Ja,
Bereue ich das? Nö, ist halt, ist halt so, Digga. Was soll ich dir sagen? Aber hier kann ich halt noch Schuhe hinstellen, etc., Caps reintun, Jacken. Ja, das ist so, ja, weiß nicht, wie man so einen Raum nennt. Ein kleines Ankleidezimmer. Das Mini-Ankleidezimmer, würde ich mal sagen, ja. Und hier sind halt noch Sachen drin, die wir erst heute aus der Wohnung noch abgeholt haben, die ich im Übrigen immer noch nicht gekündigt habe. Man kennt ihn. Okay, ja. gut, Dann haben wir hier das Gästebadzimmer. Ja, das Gästebadzimmer, da hat sich auch nicht so viel verändert, außer diese wunderschöne Streichtechnik wieder, die seit... Ja, die sieht noch geil aus, die fühlen die Streichtechnik, Digga. Auch im gesamten Haus habe ich die Fensterbänke rausbauen lassen. Oha, oder rausbrechen ist das Twitch lassen und safe, das Ding Fensterbänke da? reingemacht. Ihr seht schon, überall ist dieser Anthrazitton, der sich überall widerspiegelt. Das kann man schon machen, ja, aber irgendwie... Ja, das ist okay, das kann man so machen. Das ist noch schön. Nee, okay, das kann man so gut machen, ja. Das mache ich einfach gerne. Ne? Hier eine Skulptur, die meine Oma gemacht hat. Meine Oma ist ja leidenschaftliche Töpferin schon seit 40 Jahren. Also es hat wirklich meine Oma gemacht. Das ist eine Töpferin, hat ganz... Muss ich den Scheiß jetzt verpixeln? Nein, die musst du doch nicht verpixeln, Digga. Warum sollte man das verpixeln? Demonetarisiert. Guck mal, und wäre hart, wenn man ein bisschen... Nein, Spaß. Ja, meine Oma ist leidenschaftliche Töpferin, hat jahrzehntelang Kurse gegeben in der Volkshochschule Buxtehude. Ich als kleines Kind habe mit Oma auch zusammen getöpfert. Ja, und gewisse Sachen hat sie mir geschenkt und die ich ja, hier dann in der Wohnung untergebracht Ehrenoma von Monte. habe. Ich glaube ansonsten, die Scheibe wurde noch reingebaut. Neues Scheißhaus kriege ich auch noch, weil das ganz große Problem ist, Digga. Das ganz große Problem ist, ich sag's euch so, wie es ist. Wenn ich mich hier hinsetze zum Pissen, Ja. dann küsst er immer das Keramik. Wirklich. Weil das, guck mal, jetzt komm mal her. Digga, so groß ist er jetzt auch. Nein, das hat damit nichts zu tun. Aber guck mal, wie wenig Spielraum ich hier habe. Der knutscht immer die Keramik. Weißt du, was das für ein scheiß Gefühl ist, Digga? Ja, aber ey, das habe ich bei gewissen Schießen auch. Mann, das kennt ihr sicher auch bei gewissen WCs. Du sitzt so her und das tut einfach so wie berühren da unten. Es tut wie berühren. Und deswegen kommen überall neue Toiletten hin. Jalla. Ich habe auch immer richtig Angst, dass ich mir da Krankheiten hole oder so. Oh nee, ich dachte. Wenn er vorne die Klobrille berührt? Was? Wenn er vorne die Klobrille... Nicht vorne die Klobrille, Digga. Er berührt da, wo die Pisse und alles reinkommt. Ich denke, ich hole mir Krankheiten, aber geh mit der Hand. Mit der Hand geht er einfach gleich in die Scheisse und er berührt's ja. Ja, okay, was? Monte-Logik ist da, wenn er den Penis berührt mit der Keramik. Denn ich habe Angst, ich hole mir Krankheiten. Obwohl fast nur er auf die Scheisse geht, aber mit der Hand drin zu gehen, alles easy. Die Toiletten sind, ja, schiebe ich voll den Absturz drauf. Und dann stell dir mal vor, wenn du morgens, Männer wissen, was morgens ist nach dem Aufstehen, wenn du dann pinkeln gehen willst, dann küsst er das Ding nicht, dann rammt er das. So, und ansonsten, ja, weiß ich glaube nur die Streichtechnik. Jetzt film dich nicht wieder auf selbstverliebt. Achso, wir haben noch gar nicht die Garage gezeigt, Digi. Die müssen wir aber eigentlich, die Garage, wenn wir da jetzt so reingehen, kommt das nicht geil, Digga. Wir müssen die Garage von außen filmen. Die Garage kommt ganz zum Schluss. Die Garage zeige ich euch ganz zum Schluss. Er ist so schön gegen die Tür gelaufen. Ich bin nicht gegen die Tür gelaufen. Okay, blend's noch mal ein. Bist du nicht? Nein, bin ich nicht, Digga. So, also, dann haben wir hier noch das Gästezimmer. So sieht das ganze Ding hier aus. Auch Tastatur ist voll grusig aus WC. Ja, bei mir aber nicht, weil ich habe immer zur Stelle das gute altes Desinfektionsmittel und gefühlt jedes Mal, wenn ich am PC komme... Oh, hallo! Jedes Mal, wenn ich ans PC komme... Diesen. Nein, nicht gerade jedes Mal. Nicht jedes Mal, aber das habe ich einfach gerade hier wegen Corona Moroni. indirekte Beleuchtung, Wände gestrichen in einer geilen Farbe, Bud Spencer und Terence Hill auf Ehrenbruderbasis über dem Gästebett, schöne Beleuchtung, bequemes Bett. Also ich habe selber noch nicht drin geschlafen, aber Medi zum Beispiel, mein Kollege Medi hat da drin gepennt. Er hat gesagt, er hat besser hier geschlafen als bei sich zu Hause. Ja, und ansonsten ein kleiner Schreibtisch. Das ist, ja, wie kleine Streamer können uns aber noch nicht ganz alles leisten wie du, Monte. Also es ist noch nicht alles fertig. Hier stehen noch ein paar Kartons mit Autogrammkarten, die ich unterschreiben muss. Hier steht noch mein alter PC unter dem Tisch, wo ich noch nicht genau weiß, was ich damit mache. Da habe ich dran rumgebastelt, deswegen liegt hier die Glasscheibe noch. Hier haben wir noch mein altes Aquarium aus dem Wohnzimmer. Ah, guck mal hier, da ist noch Mr. Gürtelstachel an. Moin, moin. Ui, aber das hier hat Siehst du Aquarien. den, Leon? Der Tour für Aquarien, das hier. Meister. Das ist hier das Gästezimmer, Digga. Das Aber Aquarium finde ich nicht nice, aber es ist halt einfach wirklich, ja, der Unterhalt ist einfach das Problem, sage ich nicht.
Das ist ein ganz gemütliches Ding, wie ich finde, durch Corona. Also um nochmal eine kleine Erklärung abzugeben, warum das jetzt am Ende so lange gedauert hat. Also natürlich erstmal habe ich hier in dem Haus nochmal ein neues Haus gebaut. Das ist einfach so. Wer die Videos sich angeguckt hat, wie das vorher aussah und wie es Also einfach renoviert, oder? jetzt hier aussieht, das war, wie gesagt, In dem Haus ein neues Haus. also wirklich ein krasser Umbau bzw. Ja, krasse Erneuerung. Und dann kam Corona noch mit ins Spiel. Ihr kennt das alle. Ich will mich nicht beschweren. Mir geht's gut. Meiner Familie geht's gut. Mir geht's finanziell gut. Ich will jetzt nicht Mimi machen. Aber einige Sachen haben halt eine Lieferzeit gehabt von irgendwie 3, 4, 5 Monaten. Am Ende hat es halt länger gedauert als geplant. Scheiß drauf, Digga. Dann kommen wir mit, du Pimmelpiekser. So, und das ist natürlich jetzt das Highlight hier, Diggi. Das ist das Wohnzimmer. Und also, Leon, Ja. ich glaube, die Leute haben sowas noch nie gesehen. Darf ich vorstellen? Meine Badewanne. Mein XXL Ja, also das ist ein riesiges Aquarium, das das hier da drin hat. Aquarium. 4,30 Meter lang, insgesamt 5 Tonnen schwer. Also, ja, okay, den Spruch drücke ich dir jetzt nicht. Du wusstest genau, was du sagen willst, du Wichser. Ja, ich Halt dein Maul. hab's sein gelassen. 5 Tonnen Ja, aber ich lasse nicht, dass sie ist so 5 Tonnen schwer, so schwer wie die Mutter vom WW. schwer und ein Riesending. Ich könnte jetzt noch einzeln etwas zu den ganzen Fischen sagen, die drin sind. Ich glaube aber, dass ich entweder hier auf dem Kanal noch ein einzelnes Video zu den Becken hochlade oder, was ich mir auch schon überlegt habe, Digga, ich habe 4 Aquarien jetzt hier im Haus. Aquaristik interessiert mich sehr stark und viele von euch auch da draußen. Vielleicht mache ich sogar einen Aquarium-Channel, wo ich, wenn ich Bock habe, mal ein Video hochlade. Aber das Ding ist natürlich ein XXL-Ding, ja, mit Stahlträgern. Also, na gut, das sieht man jetzt hier nicht, da ist die ganze Technik, aber insgesamt ist das ganze Ding auf Stahlträgern und hat noch ein extra Stahl, wie nennt man das? Konstrukt? Ja, so war doch richtig. Dann haben wir hier natürlich den Essbereich. Ganz kurzer kleiner Funfact, Leon war dabei. Ich sag zu Agatha, Agatha, mach mal für das Video schöne Deko. Agatha sagt, kein Problem. Agatha, mein Engel Kennt Agatha. ihr irgendjemanden, der sich hier hinsetzt und einfach mal zum Chillen eine Zitrone frisst? Da habe ich ganz Ja, aber der gefragt für Deko, oder? gut drüber gedacht. Oha, oh, hier ist ja voll der dicke Kratzer in dem Scheißtisch. Das kommt von... Ja, okay, scheiß drauf, Digga. Direkt neu bestellen, Kapi. Ja, aber ich muss etwas sagen, und zwar, Glastische gefallen mir gar nicht. Glastische sind überhaupt nicht mies. Ich finde Glastische wirklich Horror. Und auch dort drauf zu essen, schon wenn ich meinen Teller drauf tue. Wenn ich meinen Teller auf einen Glastisch drauf tue, denke ich immer clear und das ganze Zeugs geht kaputt. Und nein, Glastische überhaupt nicht mies. So einen fetten, massiven Holztisch, da sehe ich mich drin. So, also das wird hier ist der Essbereich. Wer mit dem Rücken zum Aquarium sitzt, hat im Grunde die Arschkarte. Natürlich viel, viel geiler ist, wenn man hier sitzt, am Essen ist, Digga, und dabei einfach die Fische beobachten kann. Auch das Aquarium ist noch nicht perfekt 100%, aber auf jeden Fall schon sehr schön geworden. Hier werde ich zum Beispiel auch, wo ich mich sehr drüber freue, hier werde ich mit meiner Familie, mit Oma, Opa, Tommy, halt mit der ganzen Familie nicht am zweiten Weihnachtstag bei Oma und Opa essen, sondern ich werde das erste Mal, seit ich denken kann, nicht bei Oma und Opa am zweiten Weihnachtstag sein, sondern sind alle bei mir, Digga. Alle werden hier zusammen am zweiten Weihnachtstag mit mir sitzen und Weihnachten feiern und da freue ich mich mega drauf. Morona technisch, aber nicht so eine nice Idee mit den Grosseltern zu feiern das Jahr. Ah. Wer hätte das mal gedacht? Wer hätte das mal gedacht, dass ich mal mit meiner Familie in meinem Haus Heiligabend feiere, beziehungsweise zweiten Weihnachtstag? Ich werde meinen legendären Nudelauflauf kochen für alle. Ui. Ich freue mich einfach drauf, Digga. Drückt bitte alle die Nudelauflauf, Daumen. aber Ich habe nice. wirklich dieses Jahr so Bock auf Weihnachten wie lange nicht mehr. Drückt auch bitte alle die Daumen, dass wir endlich mal wieder weiße Weihnachten bekommen. Ich weiß, unwahrscheinlich, aber Bruder, ich würde es mir extrem wünschen. Ja. So, dann haben wir hier natürlich eine XXL Couch, einen XXL Teppich und einen XXL Fernseher, Digga. Ein 8K, schieß mich tot, Samsung-Fernseher, Digga. Ich sag euch mal, ich bin 8K Samsung-Fernseher. kein Flex. Der Fernseher kostet 8.000 Euro, Digga. Davon habe ich noch einen im Schlafzimmer. Und über den... Digga, das kann man sich nicht vorstellen. Wenn ich dran denke, wäre ich sauer. Samsung, was ist das? Warum gibt es in eurem scheiß App Store weder die Twitch-App noch TV Now oder irgendwelche Apps, Digga? Da muss ich mir einen Firestick kaufen, um die Kacke zu sehen. Verstehe ich nicht. Aber der Fernseher ist trotzdem geil. So ist es nicht. Im Hintergrund habe ich auch Philips Hue-Beleuchtung, die überhaupt nicht funktioniert. Danke an Philips an der Stelle. Tolle Ab... Philips Hue? Philips Hue? Philips Hue? Ah!
Philips Hurensohn. Updates, die er rausbringt. Ja, insgesamt hat diese scheiß Beleuchtung 800 € gekostet mit dieser Synchronbox. Ihr bringt ein Update raus, die Kacke funktioniert nicht. Top. Ja, und ansonsten, ja, hier natürlich ein Highlight. Ein wirkliches Highlight, Digga. Für die Leute, die sich ein bisschen mit Musik auskennen und gerade mit der guten alten Zeit, den 70ern, den 80ern und den 90ern. Hier haben wir einen original geschriebenen Songtext von Prince vom Song Purple Rain. Das habe ich mir gegönnt als kleine Wertanlage. Purple Rain, sehr nices Lied hier, das ist es. Schau in die Papiere. Ja, das da wahrscheinlich, oder? Purple Rain, Purple Rain. Geiler Song, Mann. Uff. Prince-Fan und das ist einer von 3 originalen geschriebenen Songtexten von Prince. Für die Leute, die sich damit auskennen, werden es fühlen. Für die Leute, die das sich jetzt nicht so fühlen, das ist aber ein... Also Leon, fühlst du das? Ja, auf jeden Fall. Purple Rain. Der ist halt, Diggi, Brudi, der ist original geschrieben von ihm. Im Studio. Einer von 3, zertifiziert mit Papieren, die bei der Bank liegen, im Schließfach. Ja, das ist schon geil, ja. Richtig geiles Ding. Sicher cool, das zu haben. Finde ich wunderschön, dass den bin natürlich nur, wenn man es sich leisten kann. Besitzer und freue mich, dass ich mir natürlich auch sowas ermöglichen kann, dank euch, die mich unterstützen, weil als ich damals gekifft habe, gekokst habe, hätte ich mir sowas nicht kaufen können, ist ja klar. Ja, und dann haben wir natürlich hier noch die extrem geile Couch, eine schöne XXL-Couch, wo man mit den Jungs auf entspannt Bundesliga gucken kann, ja, wo man entspannt Serie gucken kann. Aktuell habe ich Game of Thrones angefangen, 3 Folgen, später gucke ich noch weiter. Gefällt mir auch und die Couch ist super bequem, ist Mikrofaser, war ein bisschen teurer die Couch. Game of Thrones, sehr, sehr gute Serie. Eine von meinen, eine von der besten Serien. Mit Breaking Bad oder so, finde ich eine von der besten Serien. Aber man kauft halt eigentlich auch nur einmal eine Couch und dann erstmal jahrelang nicht. Deswegen habe ich für die Couch ein bisschen mehr ausgegeben. Aber wirklich eine geile Couch mit Stauraum. Du kannst dir die Dinger verstellen, kannst hier an der Seite das Ding verstellen. Eine geile Couch. Eine sehr geile Couch, die auch optisch, farblich hier, wie ich finde, gut reinpasst. Auch Couch kann man gut so machen, ja. Vergleicht diese Lampen in diesem Bereich und im Eingangsbereich, überall so derselbe Look, dieser industrielle Look, wie ich finde, sehr geil. Ja, kann man so machen, kann man so machen. Ja, diese Streichtechnik, die Seid hier wieder angewendet hat, ist natürlich nicht jedermanns Geschmack, aber ich finde sie sehr geil, mir gefällt sie sehr gut, habe ich auch Seid entscheiden lassen so mäßig, beziehungsweise Seid hat sich da mit Steffi abgesprochen und am Ende fand ich den Look sehr genial. Ansonsten haben wir hier noch von Breaking Bad, von allen Darstellern handsignierte Autogramme, zertifiziert alles, habe ich damals geschenkt bekommen von einem ehemaligen Geschäftspartner von mir, also sehr, sehr geiles Ding. Hier haben wir noch die ganzen silberner Playbutton für spontaner Play. Ja, aber das ist schon geil. Das wäre ja der Playbutton, wo wir Schweizer YouTube würde bekommen, weil wir halt später die 100'000 knacken. Das wäre schon Goals. Das sind schon die neuen silbernen Playbutton. Ihr habt vorhin ja den alten gesehen. Und ansonsten, ja, was gibt es hier noch zu zeigen? Wir haben hier noch eine Green Wall, nennt sich das. Das sind echte Pflanzen, die eingesprüht worden sind, wieder imprägniert worden sind, dass die für immer im Grunde halten. Das riecht so richtig so, als wenn du frisch Rasen gemäht hättest oder so. Ist auch nicht jedermanns Geschmack. Ich finde diese Optik sehr geil. Cooler wird es natürlich noch kommen, wenn es ein bisschen heller hier drin wäre, aber ich mag es lieber gedimmt. Ist ein Highlight für mich. Finde ich, sieht geil aus. Und ansonsten haben wir hier noch Bose Surround System, was ich hier... Ja, jetzt die Pflanzenwand, das wäre wahrscheinlich jetzt nicht etwas, was ich unbedingt müsste haben, mir denen. Reingeklemmt habe. Hier haben wir noch ein super schönes Bild von Kylo, vom M. Lovely, der auch das Bild im Eingangsbereich, was ich euch gezeigt hatte, gemalt hat. Hier hängt Ehrenbruder Kylo. Hier haben wir noch meine alte, ehrenwerte Pflanze aus dem Schlafzimmer, die ich mitgenommen habe. Ja, und das war's eigentlich schon. Das richtige Highlight. Ja, aber die Pflanze, die stauben wahrscheinlich voll. Ja, du bist ja nie dort bei den Pflanzen, dann staubt das alles ein und so. Aber ja, Monte, der Putzfrau, das stimmt scheißegal. Beziehungsweise für mich das Highlight im Untergeschoss ist das Aquarium oder das Wohnzimmer an für sich, aber auch das Aquarium. Ja, ist schon aber geil, natürlich auch die Garage, Digga. Die Garage, sowas habt ihr noch nicht gesehen. Und ich würde sagen, wir schnacken nicht lange. Ab geht's in die Garage. Die Garage. Aber die habe ich schon gesehen, die kenne ich halt schon. Ja, willkommen. Mit dem Velo gehen. Ja moin. Man ist auch Monte das letzte Mal Velo gefahren. In meiner Garage, Digga. Oh ja.
Hier seht ihr mein Fahrrad, was ich mir gekauft habe. Das Fahrrad ist schon das einzige, was ich mir auf dem Bild ansatzweise könnte leisten. Ja, nee, das können wir auch vergessen. Scheiß drauf, kann ich mir nicht leisten. Optik mit dem Zug und mit dem Bahnhof Optik, also von einer Garage, für alles andere nicht, für so ein normales Zimmer oder so hast du nicht, aber von einer Garage finde ich das eine originelle und nice und coole Idee, muss ich sagen. Mit dem ich 3-mal gefahren bin, Digga. Leon, was sagst du zu der Garage? Hast du noch nicht gesehen? Ich stelle mal das Fahrrad hier an die Seite. Das ist auf jeden Fall fresh. Also diese Bahnoptik ist sehr nice gemacht. Das sieht gut realistisch aus. Das ist nur Schattierung. Digga. Das ist nur Schattierung, Digga. Das ist nur Schattierung. Und hier haben wir natürlich, also, ja, sei es jetzt. Moment. Okay, scheiß drauf. Kauft sich ein Haus von 9 Millionen Euro und keine Technik. Digga. So, also sei es die indirekte Beleuchtung, auch wieder hier in der Garage, was natürlich dem Ganzen nochmal einen richtig geilen Look gibt. Ja, das ist halt, also, schaut euch einfach nochmal an, wie die Garage vorher aussah. Und die Garage ist halt einfach brutal, Digga. Hier steht mein Baby, den ich selten beglücke. Schon 2 Monate nicht mehr gefahren, aber ich will. Was findet ihr lieber? Was hättet ihr lieber, der Lambo oder der Mercedes? Was hättet ihr lieber, Chat? Ich müsste mir natürlich klar für den Mercedes entscheiden. Ich will nicht, dass das auch noch was Alltägliches wird. Dass ich ihn habe, ist was Alltägliches. Ich sehe ihn jeden Tag. Aber das Fahrgefühl soll nicht alltäglich werden. Und deswegen fahre ich ihn wirklich sowieso zur kalten Jahreszeit jetzt wesentlich seltener. Oh, ja, aber Diggi, das ist wirklich ein sehr, 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 sehr geiles Auto. Aber am Ende, Digga, würde ich mich immer für meine S-Klasse entscheiden, Digga. Die S-Klasse ist einfach Liebe. Ein Wohnzimmer für echte Männer, Digga. Ein Wohnzimmer für echte Männer. Das ist die Garage, Digga. Ein echtes Highlight, wie ich finde. Ich habe so noch nicht eine einzige Garage gesehen. Mit Graffiti-Künstlern bestückt. Omsk und Kino, 2 Sprüher, die mich in meiner Kindheit mies geprägt haben mit ihrer Kunst, mit ihrem Graffiti. Und auf der anderen Seite haben wir ein Graffiti von Moses, fast sagen einer der bekanntesten Sprüher europaweit. Jeder, der Graffiti kennt, kennt auch Moses und den bei mir auch in der Garage verewigt zu haben oder dass ihr sich hier verewigt habt, ist einfach. Das soll es eigentlich gewesen sein. Ich würde sagen, ich küsse eure Augen. Danke für den Support. Ich hoffe, dass das nächste Video schon am Sonntag kommt. Dann wahrscheinlich das Obergeschoss und dann darauf für Mittwoch eventuell dann der Gaming-Raum. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Bin auf eure Kommentare gespannt. Danke für den Supporterino. Digga. Für was? Das regt mich auf mittlerweile, Mann, diese Sprachfehler, die ich habe. In dem Sinne würde ich sagen, Kuss, 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 Wiederschauen. Und reingehauen, nee. Also, was soll ich sagen? Eben die Garage habe ich noch sehr, sehr nice gefunden. Das mit der Zugoptik, das finde ich sehr, sehr geil. Das Wohnzimmer und so kann man eigentlich auch gut so machen. Also alles in allem finde ich gut. Einfach der Glastisch ist bei mir ein Dorn im Auge. Der Rest ist eigentlich relativ standard eingerichtet, kann man so sagen. Aber die ganzen Aquarien könnte ich mir nie leisten, beziehungsweise möchte ich so nicht unterhalten. Aber sonst sehr, sehr nice. Sehr, sehr nice.